Heute geht es um Freundschaften, weil wir reden schon länger über Beziehungen und haben ganz viel auch über die intensivste Beziehung gesprochen überhaupt, die Ehe, die Partnerschaft. Und es gibt ganz viele andere Beziehungen. Ich glaube, etwas, was wir nicht unterschätzen dürfen, sind Freundschaften. Wir alle haben wahrscheinlich Freundschaften, etwas, was wir so nennen, oder sind der Meinung, Freundschaften haben eine gewisse Wichtigkeit in unserem Leben. Und ich glaube, es lohnt sich, wenn wir uns einen Sonntag Zeit nehmen, um uns mit unseren Freundschaften bewusst zu befassen. Bei mir war es so, ich habe mal ein bisschen zurückgedacht, Freundschaften, das hat sich bei mir einfach so natürlich entwickelt, wenn ich zurückdenke. Ich habe mit ähnlich alten Jungs in der Straße gewohnt. Da hat sich zum Beispiel einer, ich werde jetzt keine Namen sagen, weil er tritt ab und zu auch in der Öffentlichkeit auf, aber mit ihm habe ich irgend so etwas entwickelt. Wir hatten echt viel Scheiß im Kopf. So, und wir hatten damals so Urlaub bei meiner Oma, also das war im selben Dorf, aber einfach am anderen Hang. Und dann waren wir zum Teil 2-3 Wochen da, um unsere Eltern zu entlasten und die Oma zu genießen. Und dort gab es noch einen anderen Typ, der hat auch gerne Mist angestellt. Und dann haben wir zum Teil so Dinge gemacht wie, ja, die Fahrbahn, ich bin in Reigoldswil aufgewachsen, hinten, wo du zur Wasserfalle fährst, falls du das kennst, da wo die Bergbahn fährt, einfach mal absperren und einen Franken verlangen, wenn jemand durch will. Und das Problem ist, weil ich immer der Kleinste war, wer musste dastehen und den Franken einfordern? Solche Freunde brauchst du. Oder einmal im Winter, ich weiß auch, da waren wir auch aus irgendeinem Grund bei unserer Oma und haben übernachtet. Und ich war eben mit diesem besagten Freund damals auf die geniale Idee gekommen, einfach mal im Dorfbrunnen ein bisschen zu wässern, so eine Eisfläche zu machen auf der Straße, dass wir so ein bisschen drüber sliden können. Kennst du das? Das heißt, du hast Asphalt, du kannst rennen und dann kannst du rutschen und du gleitest darüber. Macht sau viel Spaß. Einen Tag später sagt unsere Oma, Buben, ihr werdet es nicht glauben. Die Frau so und so, die Organistin von der Kirche, ist umgefallen und hat sich den Arm gebrochen. Und das war so, kennst du diese Augenblicke, wo du dir so ganz tief in die Augen guckst und einfach nichts mehr sagst? Weil du weißt, eigentlich war es lustig gemeint und es hat auch Spaß gemacht, aber irgendwo ging es ein bisschen zu weit. Wir haben es dann irgendwann klargestellt, nach ihrem Ableben. Freundschaften entwickeln sich. Und ich merke, wenn ich über mein Leben zurückschaue, haben sie sich immer wieder neu angepasst. Mit 30 kam bei mir der große Umschwung. Das gab seine Gründe. Wir sind umgezogen, Maike und ich, meine Frau und ich, nach München. 2 Jahre dort, das stellt natürlich jede Freundschaft auf die Probe. Kam dann zurück, dann kam relativ bald Kirchengründung, Kinder, Umzug, mit dem auch verbundenen Jobwechsel. Und ich habe gemerkt, es passt nicht mehr jede Freundschaft. Es passt nicht mehr alles rein. Und irgendwo hat sich alles ein bisschen verändert. Und natürlich, wenn du Kinder bekommst, dann ein Kind, ich merke das jeden Abend, wenn ich heimkomme, ich habe jetzt 3 mittlerweile und jetzt ist auch mal gut, aber wenn ich heimkomme, die fordern meine ganze Aufmerksamkeit. Ich kann nicht mehr einfach jeden Abend weggehen, das geht nicht. Wir müssen uns gegenseitig freisetzen, Maike und ich, wenn ich einen Abend frei haben will. Das heißt, ich habe nicht mehr die gleiche Kapazität. Und gleichzeitig habe ich auch nicht mehr die gleichen Prioritäten. Also Dinge, die mir früher war, ich ab und zu da im Stadion, ich habe es genossen, an die FCB-Spiele zu gehen und so weiter. Ich habe zum Beispiel einer meiner besten Freunde, habe ich in der Muttenser-Kurve kennengelernt. Und dann aber später noch im ICF. Ja, das heißt, wir kommen später noch dazu. Das hilft, wenn man solche Gemeinsamkeiten hat. Aber ich habe gemerkt, die Prioritäten haben sich auch verschoben. Andere Dinge wurden wichtig und ich merke, das hat auch Einfluss genommen auf meine Freundschaften. Und dann hat aber noch irgendetwas anderes mitgeschwingt. Das konnte ich damals irgendwie noch nicht so richtig beim Namen nennen. Warum? Freundschaften, die über Jahre existieren, die ganz lange ganz gut laufen, sich plötzlich irgendwie so in Luft auflösen und verflüchtigen. Oder dass man einfach plötzlich sagen muss, es ist irgendwie nicht mehr so wie früher. Und manchmal fällt es schwer, das beim Namen zu nennen. Was ist das denn genau? Wir haben alle das Grundbedürfnis, in Gemeinschaft zu leben. Und ich werde dir jetzt einen Bibelvers vorlesen, den du schon vielleicht mal auf einer Hochzeit gehört hast. Ich finde ihn dort oft ein bisschen falsch platziert. Ich glaube, es geht um Freundschaften. Im Prediger, das ist eher so ein depressiver Typ.
Man weiß wahrscheinlich, wer. Das ist ein ganz schiefes Buch in der Bibel, wenn du es mal durchliest. Musst dir mal geben, wenn du es noch nie gelesen hast. In gewissen Übersetzungen heißt es Kohelet. Und das ist ein Mensch, der auch durch eine Talfahrt in seinem Leben gerade geht. Und der schreibt, 2 sind besser dran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Auch wenn 2 beieinander liegen, so wird ihnen warm. Du musst dir vorstellen, das war eine Zeit, wo man oft auch in Zelten irgendwo draußen übernachtet hat, wo es kalt wurde. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die 2 ihm widerstehen und eine 3-fache Schnur wird nicht so schnell zerreißen. Wahrscheinlich hatte der Typ, der dieses Buch geschrieben hat, auch eine Situation, wo er sich einsam gefühlt hat und irgendwo sich selbst auch reflektiert hat. Und auf den Punkt kam, ja, alleine sein macht wirklich keinen Sinn. Und ich glaube, da werden wir uns einig bei dieser Frage. Ich glaube, alleine sein macht keinen Sinn. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Menschen in unserem Leben haben, die uns stützen, wenn wir Stütze brauchen, die wir stützen können, wenn sie Stütze brauchen. Und ich stimme dem voll und ganz zu, was er sagt. Der Punkt ist, viele deiner Beziehungen, und wir sind jetzt ziemlich am Ende unserer Beziehungsserie, das ist für gewisse Menschen hier drin eine Erlösung. Kannst mal durchatmen, es kommt wieder ein neues Thema. Aber zum Ende hin war mir wichtig, noch über die Beziehung zu sprechen, die wir wählen können, weil viele Beziehungen sind definiert. Deine Eltern kannst du dir nicht aussuchen, deine Geschwister auch nicht. Auch deine Nachbarschaft nicht, das denken wir oft. Aber du ziehst um, du denkst, ja, es fühlt sich cool an hier und dann ziehen alle anderen weg und neue ziehen ein und du hast eine komplett neu definierte Nachbarschaft. Außer natürlich, du kannst selbst das Haus vermieten, weil es dir gehört nebendran. Am besten kaufst du gerade alles und dann kannst du es definieren, das geht. Aber im Normalfall kannst du auch das nicht wirklich aussuchen. Dann hast du deinen Partner oder deine Partnerin, die kannst du aussuchen. Darüber haben wir jetzt oft gesprochen. Und du kannst deine Freunde aussuchen. Du musst nicht Freund von irgendjemandem sein. Das ist absolut freiwillig. Niemand kann dich zwingen, Freund von jemandem zu sein, Freundin von jemandem zu sein. Und umgekehrt genauso. Du kannst frei wählen. Und deswegen glaube ich, ist es sinnvoll, nochmal da einzutauchen. Wir wissen ja, dass Beziehungen wichtig sind. Wenn wir auf diesen Vers gucken, ja, alleine zu sein macht keinen Sinn. Beziehungen sind ein zentrales Thema und eine zentrale Herausforderung somit auch. Aber Freundschaften. Als ich über Ehe gepredigt habe, habe ich schon mal dieses Buch von Bronnie Ware hervorgenommen. Das ist eine Palliativpflegerin. Und sie muss palliativ, wenn dir das Wort nichts sagt, das sind Menschen, Patienten, die keine Hoffnung auf Heilung haben, wo wissen, die nächste Station ist das Sterben. Die werden quasi einfach noch begleitet auf diesem Weg in Richtung Tod. Und da gibt es spezielle Zentren für. In so einem Zentrum hat Bronnie Ware gearbeitet, ganz lange. Und hat natürlich mit diesen Menschen, die liegen da zum Teil auch mal wenige Jahre, hat sie viele Gespräche geführt. Und sie hat Aussagen dieser Menschen zusammengenommen und hat 5 Aussagen kreiert, wo sie sagt, das ist so in der Summe rausgekommen. Dieses Buch heißt 5 Dinge, die Sterbende am meisten bedauern. Und das 4. Kapitel dort ist, ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. Und ehrlich gesagt hat mich das recht überrascht, dass das in diesem Buch als Haupttitel aufgeführt wurde. Dass am Ende, wenn Menschen sterben, bereuen, dass sie die Freundschaften nicht am Leben gehalten haben, nicht mehr in Freundschaften investiert haben. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir passiert es ganz, ganz oft, dass meine Freunde zu kurz kommen. Du bekommst Kinder, du nimmst einen neuen Job an, musst noch ein bisschen Überstunden machen, magst irgendwie abends nicht mehr so richtig rausgehen. Am Wochenende hast du andere Ansprüche, viele familiäre Termine und. Und ich merke mittlerweile, es ist eine große Herausforderung, Platz in meinem Leben zu schaffen für Freundschaften. Aber ich glaube, es lohnt sich, wenn ich so eine Aussage höre, und das war nicht eine Person, das waren ganz, ganz viele Menschen, die diese Aussagen zusammengeschoben haben, dann lohnt es sich, glaube ich, nochmals neu über Freundschaften zu denken. Weil es gibt auch so eine stille Lüge in unserem Kopf. Freunde sind immer da. Ja, bis sie nicht mehr da sind. Auch in Freundschaften müssen wir investieren. Auch Freundschaften brauchen Zeit, brauchen Investment. Und wenn wir es nicht bewusst machen, dann verflüchtigt sich's.
Ich möchte dich einladen, Debbie hat es vorher gesagt, lass uns praktisch werden, lass uns erleben heute Morgen. Diese Predigt wird nicht rein theoretisch. Du darfst jetzt etwas zu schreiben nach vorne nehmen, dein Handy oder dein Moleskine-Büchlein mit deinem wunderbaren Kugelschreiber. Wenn du nichts hast, nimm nächstes Mal etwas mit. Es rät sich grundsätzlich, was zu schreiben im Gottesdienst dabei zu haben. Aber ich möchte dir helfen und ich lade dich wirklich ein, schreib's auf. Wenn du nichts dabei hast, dann schreib mit deinem Partner oder so auf. Ich möchte dich einladen, schreib jetzt deine Freunde auf. Einfach die Namen deiner Freunde. Wir werden immer wieder jetzt im Laufe der Predigt auf diese Liste zurückgehen. Ich lasse bewusst ein bisschen Zeit, weil ich glaube, wenn ich weiter laber, dann schreibt keiner mehr. Ich fange mal an, etwas aufzuschreiben. Du kannst dir gerne noch Zeit lassen, wenn du immer noch am Überlegen bist, weil manchmal ist so eine einfache Frage gar nicht so einfach zu beantworten, wie du vielleicht gerade merkst. Wer ist ein Freund für mich? Wer ist ein Bekannter, Kollege? Wer war mal ein Freund? Ist es das immer noch? Kommen viele Fragen unter Umständen in uns hoch. Ich habe mir die Frage gestellt, wie entsteht denn überhaupt eine Freundschaft? Weil um gewisse Dynamiken in Freundschaften zu verstehen, hilft es auch zu verstehen, wie sie entstehen. Letzten Endes braucht es immer eine Begegnung. Du musst einen Ort haben, wo du dir begegnest. Das ist als Kind ganz einfach oft die Straße, irgendwann die Schulklasse, vielleicht ist es ein Verein, vielleicht ist es die Kirche, eine politische Partei, die Arbeit, die Uni, der Spielplatz, dieselbe Joggingroute, eine Bar, eine Disco, der Zoo, you name it. Aber du hast Orte, wo du dich bewegst, dort triffst du Menschen an. Diese Begegnung braucht es zwischen Menschen. Was es auch noch braucht, ist eine Chemie. So eine Anziehung. Nicht jeder hier drin hat diese Verbindung zu dir, dass du Freunde werden kannst. Du findest irgendwas manchmal an Menschen speziell, interessant, toll, faszinierend. Und du erlebst eine Zuneigung. Und es ist interessant, wenn du dich mit dem Thema befasst, Zuneigung und Vorschussvertrauen hat eine direkte Koppelung. Vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, wenn du Freundschaften bauen willst, musst du Vorschussvertrauen schenken, sonst wächst keine Freundschaft. Also du musst mal zum Beispiel dein Herz öffnen und als erstes sagen, wo du irgendwo spezielle Gefühle, Gedanken hast, um mal in ein tieferes Gespräch zu kommen, sonst bleibt es immer oberflächlich. Und du gehst davon aus, das Gegenüber wird es für sich behalten und interessiert sich für das. Du gehst davon aus, die Person meint es gut mit mir. Wenn die Chemie stimmt, wenn du Zuneigung empfindest, dann hat die Freundschaft das Potenzial, Tiefgang zu bekommen, weil du Vorschussvertrauen viel schneller verschenkst. Und dann braucht es noch eine Gemeinsamkeit. Etwas, was du teilen kannst. Als Kind ist es vielleicht Fußball, Pokémon-Karten. Ich gucke meine Kinder an. Einfach dieselbe Art und Weise zu spielen, Büchlein zu lesen, zu basteln. Wenn man größer wird, sind oft immer noch die gleichen Dinge. FIFA-Game irgendwann, Pokern, Schach, Lesen, Austauschen, politische Interessen, Glaube.
Und es geht weiter, aber du brauchst irgendwelche Gemeinsamkeit. Für uns ist es Jesus, richtig? Wieso bist du hier? Ja, wegen Jesus, oder? Hätten wir uns sonst getroffen? Wahrscheinlich nicht. Du brauchst eine Gemeinsamkeit. Und jetzt kommt der Clou, und das ist das, was oft die Herausforderung darstellt in Freundschaften. Ja, so läuft's. Habe mich fast nicht verschrieben. Wenn sich das wiederholt, wenn du dem Wiederholung gibst, dann kann eine Freundschaft wachsen. Es braucht Wiederholung. Eine Wiederholung, man sieht sich, immer und immer wieder. Im Kindesalter kommen manchmal meine Kinder noch heim und sagen, wir sind Freunde. Dann frage ich manchmal, ja, wie heißt denn die andere Person? Ja, keine Ahnung. Dann denke ich mir, ja, Freundschaft ist so eine Definitionssache. Manchmal geht es schnell, aber erst mit der Wiederholung von dem Ganzen kommt irgendwo das Potenzial, dass eine Freundschaft wachsen kann. Und das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen. Was ich gelesen habe bei Kids, ist das Thema speziell wichtig. Also Kids brauchen noch viel mehr Wiederholung, brauchen viel mehr Begegnung. Also wenn sich die nicht oft genug sehen, entwickeln sich keine Beziehungen. Das heißt, wenn du willst für deine Kinder, dass sie an gewissen Orten, wie zum Beispiel hier in der Kirche, Freundschaften haben, dann musst du oft kommen. Sonst wird das nicht passieren. Sonst werden sie Freundschaften haben irgendwo, wo sie sich oft sehen. Aber Kinder müssen sich oft sehen. Wenn du erwachsen wirst, wirst du merken, das muss nicht mehr so oft wiederholt werden. Es reicht zum Teil, ich habe einen guten Freund, den sehe ich 2-3 Mal im Jahr. Und die Qualität unserer Freundschaft ist für mich absolut zufriedenstellend und gut. Weil wir haben gelernt, auch mit den wenigen Wiederholungen umzugehen, um Freundschaft zu leben. Der Punkt ist, und das hat mir geholfen, meine Freundschaftsentwicklung etwas zu verstehen, wenn etwas von dem wegbricht, dann bricht normalerweise auch die Freundschaft ein. Also wenn du die Begegnung nicht mehr hast, weil jemand wegzieht zum Beispiel, ja, dann wird es keine Freundschaft mehr bleiben. Es sei denn, du kümmerst dich darum, dass die Art und Weise, wie du dir begegnet bist, ersetzt wird. Ich kenne Menschen, die reisen dann zueinander und verbringen Wochenende gemeinsam. Oder sie fangen an, sich regelmäßig online zu treffen. Meins wäre es gar nicht, aber für gewisse Menschen funktioniert das. Die Chemie geht selten verloren. Ich habe es auch schon gehört, dass man so, irgendwie ist es einfach anders. Irgendwie ist es einfach komisch. Und da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keinen Ratschlag, was du da machen kannst. Wenn es komisch ist, ist es komisch. Die Gemeinsamkeit ist auch etwas, was sich zum Teil ändert und manchmal verloren geht. Ich habe das zum Beispiel stark gemerkt und die Dinge hangen halt manchmal zusammen. Ich habe Menschen hier kennengelernt im ICF, es haben sich Freundschaften entwickelt und die Leute sind heute nicht mehr da. Jetzt habe ich die Wahl, gehe ich denen hinterher und schaffe ich eine neue Begegnungszone, wo wir uns begegnen können und suche ich mit denen nach einer neuen Gemeinsamkeit, weil bis jetzt war es die Kirche, der Glaube. Und wenn die Person plötzlich sagt, ich gehe nicht mehr in die Kirche, ich brauche keine Kirche mehr und mit Jesus ist es auch nicht mehr so, merke ich, ja, da hast du gerade die Basis unter unserer Freundschaft weggezogen. Und wenn ich das jetzt ersetzen will, kostet mich das viel Aufwand und ich muss mir und darf mir überlegen, ob ich das machen will oder nicht. Wenn du das anguckst, siehst du eine gewisse Komplexität. Freundschaft braucht Zeit. Du musst dich für einige wenige Freundschaften entscheiden. Wenn deine Liste, die du jetzt aufgeschrieben hast, extrem lang ist, wird es nicht funktionieren, es sei denn, du schneidest an ganz vielen Orten, wie zum Beispiel beim Arbeiten, bei Familie und extrem viel Zeit weg, weil Freundschaften brauchen Zeit. Das hier geht nicht ohne Zeit. Ich musste mich für einige wenige Freundschaften entscheiden. Ich musste wirklich auch Gespräche führen mit Leuten und mal sagen, hey, ein Freund zum Beispiel, der war früher hier im ICF Basel, jetzt geht er ins ICF Bruck wegen seiner Familie, die leben halt am falschen Ort. Und wir haben uns hier immer am Sonntag gesehen, wir hatten sogar gemeinsam Musik gemacht. Und dann war das plötzlich nicht mehr. Wir mussten reden und sagen, was bedeutet dir die Freundschaft? Willst du auch in diese Freundschaft investieren, ja oder nein? Und das waren für mich Gespräche, die musste ich lernen.
Wie mit meiner Frau Gespräche zu führen, darf ich auch mit einem Freund Gespräche führen und sagen, willst du auch, dass wir uns regelmäßig sehen? Was wäre gut für dich? Alle 2 Wochen, wie machen wir das? Gehen wir Mittagessen? Klappt das mit Familie? Treffen wir uns ohne? Aber wir mussten gewisse Dinge offen besprechen und klarstellen, damit es funktionieren konnte. Und in den Gesprächen wird dir auch klar, will denn der andere auch dein Freund sein? Weil ohne das hast du schwierig. Beide müssen wollen. Für beide ist es freiwillig. Und das ist das Coole. Freundschaften festigen sich im Laufe des Lebens. Wenn ich jetzt so hier in die erste Reihe gucke, ich habe zum Beispiel auch mit dir, Ralf, telefoniert vor dieser Predigt, weil es mich auch interessiert hat, wie ist denn das, wenn man zum Beispiel mal über 60 ist? Weil das kann ich ja selbst nicht sagen. Ich bin noch einigermaßen nicht mehr ganz bei den Jungen, noch nicht ganz bei den Alten, ich würde es mal so sagen. Aber ich merke, du hast eine gewisse Festigung drin. Du hast eine Dynamik, eine extreme Dynamik, ich würde sagen zwischen 20 und 35, wo sich so vieles im Leben bewegt, mit Umzug, Jobwechsel, Studienwechsel, Kinder bekommen, dann bekommen die einen Kinder, die anderen nicht mehr. Das macht alles was. Wenn du dich plötzlich mit deinem Partner, mit einem anderen Pärchen triffst und du merkst, die Frauen, die fauchen sich nur gegenseitig an, ja dann viel Spaß. Das macht was mit einer Freundschaft. Da musst du dir überlegen, das habe ich nicht, das ist frei aus der Luft gegriffen. Das ist nicht ein persönliches Beispiel. Nein. Meine Frau ist schon peinlich berührt, das wollte ich nicht. Aber das macht etwas. Und andererseits merke ich, dass vor allem hier auch eine Entwicklung stattfindet. Dass wir Dinge, wo früher vielleicht einfach Spiel und Spaß die Gemeinsamkeit war, plötzlich wichtigere Dinge zur Gemeinsamkeit werden. Wie Glaube, wie Politik, wie Umweltschutz oder irgendwas, was uns verbindet, was für uns wichtig ist. Und wir merken, es geht nicht mehr um gemeinsame Interessen, sondern um gemeinsame Werte. Und nicht jede Beziehung überlebt diese Entwicklung. Und du merkst, du kommst in so eine Festigungsphase rein und öfter wird es hinten im Leben ruhiger, wenn es um Freundschaften geht. Das ist die gute Nachricht heute. Es bessert sich. Für alle, die jetzt gerade so ein bisschen merken, wenn sie die Liste angucken, die da vorne, die sind ganz entspannt. Die wissen, wer ihre Freunde sind. Können gerne einen Ratschlag fragen. Jetzt mal das Genörde von meiner Seite. Das ist das, was für mich wichtig war, dass wir mal überhaupt darüber reden, was ist Freundschaft, wie entwickelt sie sich und verstehen wir auch, warum eine Freundschaft plötzlich nicht mehr eine Freundschaft ist. Jetzt will ich in die Bibel eintauchen. Die Bibel sagt nicht extrem viel über Freundschaften. Es gibt einige Geschichten, die zeigen uns, wie Freundschaft aussehen kann. Es gibt einige oder vielleicht ganz viele Geschichten, die uns zeigen, was passieren kann, wenn wir die falschen Freunde haben, wo uns das hinführen kann. Und wo es konkret wird, ist in den Sprüchen von Salomo. Da gibt es 2 Sprüche, die möchte ich heute mit dir angucken, weil ich glaube, es kann uns dabei helfen, diese Freiheit, die wir haben in Freundschaften, wo wir bewusst unsere Freundschaften wählen können, das klug zu machen, die richtigen Freunde auszuwählen, das zu reflektieren, zu überlegen, Gott reinreden zu lassen und gute Entscheidungen zu treffen. Der erste Spruch, Sprüche 27,17. Eisen schleift man mit Eisen und ein Mann schleift den anderen. Ist so, oder? Schon mal erlebt, wie andere Menschen dich schleifen. Wenn du jemanden nah an dich ranlässt, dass das was mit dir macht. Ich merke das zum Beispiel, wie Menschen ihr Lachen verändern. Hast du das schon mal gemerkt? Wenn jemand ein ganz penetrantes Lachen hat, die Menschen um ihn herum fangen oft an, das Lachen zu kopieren. Das ist kein Scheiß. Das ist wirklich so. Wie die Menschen reden. Ich sehe genau, wenn ich einen Prediger höre, wen er nachzieht, wie die Person predigt. Das spürst du, die Art und Weise zu reden. Wir schleifen uns gegenseitig. Ich komme zum Beispiel aus einem Haushalt, mein Vater hatte immer Mühe, mich zu umarmen. Das hat man einfach nicht gemacht in seiner Familie. Man hat mal vielleicht die Frau umarmt, aber der Sohn, das ist irgendwie weird. Und für mich war das so speziell, als ich dann in der Jugend plötzlich Freunde hatte, die haben mich einfach umarmt. Und für mich war das so schön zu merken, hey, Männer können auch untereinander sich umarmen, können auch körperlich zeigen, dass sie sich gern haben. Und das macht etwas in mir. Und ich habe das gemerkt, das hat mich geschliffen. Ich habe reflektieren und diskutieren gelernt. Bei uns zu Hause war es oft so ein bisschen, ja,
Wieso? Waren uns vielleicht auch schnell mal einig. Und mal Freunde zu haben, die sagen, so ein Scheiß, was du erzählst. Und einfach mal mich in eine Ecke zu drängen und zu sagen, das glaube ich nicht. Das hat mir extrem geholfen. Meine Meinungen wurden plötzlich hinterfragt. Das hat mich geschliffen. Mal zu merken, das sind nicht alle meine Meinung. Nicht alle stimmen einfach nur zu, weil sie mich mögen, sondern sie prüfen auch meinen Punkt. Aber ich habe zum Beispiel auch gemerkt, dass die Freunde, die mir das zum Beispiel beigebracht haben, die haben mir auch beigebracht, schlecht zu reden. Weil das haben wir zu Hause auch nie gemacht. In meinem Haus wurde nie schlecht geredet. Aber irgendwann hat Maike zu mir gesagt, du redest recht oft negativ. Ist dir das schon mal aufgefallen? Wenn du heiratest, kommst du dir sehr nah. Und dein Ehepartner, deine Partnerin ist ein sehr, sehr guter Feedbackgeber. Nimm das ernst, wenn das kommt. Und sie haben mir gesagt, du redest oft negativ. Und ich habe irgendwann gecheckt, ja, logisch. Ich habe das auch dort gelernt. Weil diese Freunde haben ganz oft negativ über andere Menschen, über die Kirche, über die Welt, über die Politik, über die Regierung gesprochen. Und ich habe gemerkt, ich habe das ein Stück weit übernommen. Ich habe gelernt, Alkohol zu trinken mit denen. Habe ich vorher nicht gemacht. Da habe ich es gelernt. Ich habe mitbekommen, wie man auch mit Frauen umgehen kann, wo ich heute sagen würde, das fand ich respektlos. Das habe ich auch nicht zu Hause gelernt. Und ich habe gemerkt, dass ich gute und schlechte Dinge übernommen habe von meinen Freunden. Und das hat mich wirklich ins Überlegen gebracht, wie will ich geprägt werden? Was will ich übernehmen, was nicht? Weil ich habe gemerkt, Freunde färben ab. Und ich habe dir eine ganz einfache und simple Illustration mitgebracht. Wenn du mit Menschen rumhängst, sie färben auf dich ab. Du kannst es nicht vermeiden. Ich weiß jetzt nicht, ob blau gut ist oder nicht. Das musst du beurteilen. Man sieht es nicht sofort, aber es macht was mit dir. Je mehr Zeit du mit jemandem verbringst, desto mehr färbt die Person auf dich ab. Und du kannst dir die Frage stellen, will ich diese Färbung? Will ich das? Will ich von diesem Menschen geprägt werden? Weil ich habe irgendwann Menschen kennengelernt, die haben es hinbekommen, mein negatives Gerede in positives Gerede umzuformen. Vielleicht kennst du Menschen, die diese Fähigkeit haben. Du kommst an, du klönst und die Person nimmt dich mit und zeigt dir das Positive im Menschen. Und sagt, ist dir das schon mal aufgefallen? Manchmal ganz subtil und ganz clever, aber ich habe gemerkt, es tut mir gut. Ich habe gemerkt, ich fühle einen Unterschied, wenn ich mit den Menschen Gespräche führe und wenn ich mit dem Freund Gespräche führe, habe ich danach ein anderes Gefühl in mir. Und ich kann mich entscheiden, mit wem ich die Gespräche führe, mit wem ich über welches Thema spreche. Es geht mir nicht darum, immer zu dem zu rennen, der mir beipflichtet und sagt, ja, du hast recht, sondern wo habe ich das Gefühl, ich werde gut eingefärbt. Weil die Färbung passiert, das kannst du nicht vermeiden, das passiert automatisch. Wenn du blau magst, ist es super. Wenn du es nicht magst, dann ist es doof. Es geht noch tiefer. Sprüche 13, Vers 20, schreibt Salomo, wer mit Weisen geht, wird weise. Wer aber mit Dummen verkehrt, dem wird es übel ergehen. Und das ist krass. Das ist eine harte Wortwahl, aber ich glaube, das stimmt. Wer mit weisen Menschen verkehrt, und Weisheit ist nicht Intelligenz. Ich kenne intelligente Menschen, die machen ganz dumme Dinge. Richtig? Kennst du? Weisheit meint etwas anderes. Weisheit meint etwas anderes. Jakobus hat dieses Wort mal befüllt. Er sagt, was ist Weisheit? Weil dieses Wort, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, es wird in der Bibel immer wieder verwendet. Salomo selbst hatte einen Wunsch frei und hat sich gewünscht, ich will pure Weisheit. Und zwar der weiseste Mensch, der je gelebt hat. Also es scheint etwas Kostbares zu sein. Jakobus hat das Wort befüllt. Er schreibt, Jakobus 3,17, die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig. Dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor. Sie ist unparteiisch
und frei von jeder Heuchelei. Er befüllt das Wort Weisheit und sagt, das ist weise. Du kannst deine Freunde frei wählen. Du kannst entscheiden, mit wem du Freundschaft lebst und mit wem nicht. Und jetzt lade ich dich ein, nimm deine Liste nochmals hervor. Schau dir die Namen nochmal an. Und überleg dir mal. Wer färbt auf dich ab und auf welche Art? Wer färbt gut auf dich ab? Weil Unterschiede sind ein Reichtum. Versteh mich bitte nicht falsch. Unterschiede sind gut. Eisen schleift sich mit Eisen. Ein Mensch schleift den anderen. Es ist schön, wenn man nicht alles gleich sieht, wenn man unterschiedlich ist. Das brauchen wir, um uns zu entwickeln. Aber es lohnt sich, die Frage zu stellen, dieser Freund, führt er mich zu Gott hin oder von Gott weg? Richtet er meinen Blick auf sein Reich oder weg davon? Spricht er Leben in mich rein oder entmutigt er mich? Spricht er Wahrheit Gottes oder Lüge? Das macht einen Unterschied, einen direkten Unterschied in deinem und meinem Leben. Das macht einen Unterschied. Ich will es dir noch konkreter fragen. Die Menschen auf deiner Liste, bemühen sie sich, rein und heilig zu sein, friedfertig zu sein, freundlich? Sind sie bereit, sich etwas sagen zu lassen? Sind sie voller Erbarmen und bringen Gutes hervor? Sind sie unparteiisch? Also nehmen sie nicht einfach immer nur deine Partei, weil sie dich mögen, sondern kritisieren dich vielleicht auch mal oder hinterfragen deine Meinung an einem wichtigen Punkt, weil es nicht mit Gottes Wort übereinstimmt. Und es ist frei von Heuchelei. Sagen sie vor den Menschen dasselbe, ob sie da sind oder nicht? Reden sie gleich über eine dritte Person, wenn sie mit dir sprechen, egal ob die Person im Raum ist oder nicht? Das ist frei von Heuchelei. Du hast das Privileg, dass du deine Freunde frei wählen darfst. Und ich will dich einladen, diese Liste mit nach Hause zu nehmen, die du aufgeschrieben hast. Diese Menschen beeinflussen dich und du beeinflusst sie. Ist es das, was du willst? Willst du diese Menschen prägen und sollen diese Menschen dich prägen? Weil es wird geschehen. Du kannst es nicht vermeiden und es ist gut so. Es ist was Wunderbares. Ich bin so dankbar für meine Freunde. Ich wäre heute nicht dieselbe Person, wenn ich die nicht hätte. Es ist etwas vom Kostbarsten, was ich habe in meinem Leben. Und ich darf sie selbst aussuchen. Ich darf sie definieren. Und wir stehen alle an einem unterschiedlichen Punkt. Und deswegen nimm diese Liste mit und rede mal mit Gott darüber. Vielleicht hast du viel zu viele Namen aufgeschrieben, hast gemerkt, ja, manchmal muss man Entscheidungen treffen im Leben, für oder gegen Beziehungen auch. Das braucht es manchmal. Mit jedem Kind, was ich bekommen habe, habe ich einen Mensch mehr in meinem Leben, das alles einfordert und viel Kapazität braucht. Habe ich dann mehr Zeit für Freundschaften? Nein, das Leben wurde enger und ich musste mich noch bewusster entscheiden. Und es kommen immer wieder solche Phasen im Leben. Vielleicht merkst du es, du hast einen Namen da drauf, wo du merkst, da ist etwas drin, das stört mich, das ist nicht weise. Vielleicht darfst du das konfrontieren und ansprechen. Solche Gespräche helfen. Weißt du, ich liebe dich als Freund, aber das geht mir auf die Nerven. Und das löst etwas in mir aus, was nicht gesund ist. Es muss nicht immer gleich Freundschaft beenden bedeuten. Aber man kann Dinge auch gemeinsam entwickeln und mit Gott bewegen. Und vielleicht gibt es auch Freundschaften, wo du bewusst sagen musst, da distanziere ich mich von und mach Platz für etwas Neues. Und ich verspreche dir, wenn du das gemeinsam mit Gott machst, dann wird er dich an die Hand nehmen. Er hat Beziehung erfunden, er hat Gemeinschaft erfunden, er lässt dich da nicht allein.
er wird dir auch Menschen an die Seite stellen. Manchmal bringt Gott Freunde in dein Leben rein. Die Frage ist, hast du den Mut und die Entscheidungsfreudigkeit, Platz dafür zu schaffen? Wenn du da von jemandem Hilfe brauchst, es gibt Menschen hier drin, die haben Freundschaft wirklich gut verstanden. Ich glaube, gerade hier in der ersten Reihe würde ich sagen, da sitzen Menschen, die beeindruckt mich, wie Freundschaft lebt. Ich will das auch so können. Ihr dürft gerne auch den Reichtum der Kirche nutzen und auf diese Menschen zugehen und fragen, hey, kannst du mir helfen? Kann ich das mal mit dir besprechen? Weil das ist ein Reichtum, den wir in der Kirche haben. Lass uns beten. Wenn du magst, kannst du aufstehen. Herr, wir danken dir für das Geschenk der Gemeinschaft. Wir danken dir, dass du uns so geschaffen hast, dass wir uns gegenseitig brauchen. Wir danken dir für die Menschen, die du in unser Leben gestellt hast, die uns geformt haben. Als Kinder, als Jugendliche, als junge Erwachsene, Mid-Age, aber vielleicht auch jetzt schon, wenn wir älter sind. Danke für den Reichtum, den du in diese Menschen und auch in mich reingelegt hast. Schenk uns Weisheit, schenk uns diese Weisheit, die der Jakobus sagt, die von oben kommt, um unsere Freundschaften bewusst zu wählen. Du darfst reinreden in meine Freundschaften. Du darfst mir helfen, meine Freundschaften so aufzustellen, dass es mich zum Leben führt, dass es mich näher zu dir bringt und dass ich sie näher zu dir bringen kann. Hilf mir, denn ich will es nicht alleine tun. Amen.